Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 13. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe des FC St. Pauli. Und Leute, lasst es euch gesagt sein, es ist uns wirklich noch nie so leicht gefallen, eine Location für unsere PK zu finden wie diesmal. Und deswegen stehen wir hier nicht am Barbarossa-Platz, nicht am Brüsseler Platz. Wir stehen am Pauli-Platz in Köln-Braunsfeld. Ja, und für alle, die es nicht sehen können, also für die Audiofraktion, es ist wunderschön hier. Es ist ein sehr schöner Platz, innerstädtisch, Bebauung aus der Jahrhundertwende, vieles auch ganz gut erhalten, also nicht komplett zerstört worden während des Krieges. Also ein absolutes Träumchen. Es ist allerdings allerbeste Wohngegend, heißt, passt nicht so ganz doll zum Gegner. Rotlichtviertel gibt es hier nicht und auch keine fiesen Spelunken. Es ist auch deutlich sauberer hier, das muss man sagen. Ja, und es ist auch total ruhig, trotz dessen, dass wir hier wirklich einen Steinwurf, also lass es 100 Meter sein, von der Aachener Straße entfernt stehen. Ja. Ungefähr Höhe Marweg, da vorne ist die Ecke Aachener Straße Marweg. Und für uns auch ein Stück Heimat, wie aus dem Kölner Westen. Also man kennt einfach den Pauli-Platz, und deswegen, als wir angefangen haben nachzudenken, haben wir nicht lange gefackelt. Nein, das ist unser erster Sieg schon gegen Pauli heute oder mit Pauli in diesem Fall. Wir haben nicht lange gefackelt und das tun wir auch nicht beim Motto, denn das Spieltagsmotto lautet: nicht wackeln. Nicht fackeln. Motto-Shirt sitzen, 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen St. Pauli. Prösterchen, Leute. Leckerchen. Ja, möglicherweise ist das Motto erklärungsbedürftig. Findest du? Ja, was soll das heißen, nicht wackeln? Ne? Wer wackelt? Ja. Also wackeln tun wir in den letzten Spielen vielleicht so ein kleines bisschen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Also für mich sah das teilweise so aus, als ob wir ein bisschen die Unbekümmertheit aus den ersten Spielen, dass wir die so ein bisschen verloren haben, dass wir ein bisschen unsicher geworden sind. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass wir wieder auf dem Nervenbündelniveau aus der letzten Saison schon sind. Das natürlich nicht. Aber die Leichtigkeit, die ist ein bisschen abhanden gekommen. Und wackeln tun wir definitiv noch nicht. Und das sollen wir auch bitteschön gar nicht erst anfangen zu wackeln. Naja, ich finde, es fühlt sich an wie wackeln, ne? Weil wir spielen zu kurze Zeit, also gut. Ne? Also wir lassen relativ schnell den Gegner machen, was er will. Wir sind für mein Verständnis zu weit weg vom Gegner. Ne? Gegen Frankfurt, ich meine, das war wohl ja auch irgendwie Prinzip wohl, ein bisschen, also nicht zu früh zu verteidigen, ne? ein bisschen tiefer zu stehen, aber man gibt den Leuten halt irgendwie, wie sagt man, das Heft des Handelns in die Hand. Ne? Und dann können Sie das selber beschreiben, das Heft. Ist das so gemeint? Ich weiß gar nicht, wie dieses Idiom zu verstehen ist. Ne? So, ich Idiot. Ne? Ja, genau. Gemeint ist aber, dass wir zu passiv werden, und ich finde, das konnte man sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Bremen, und da war es besonders ärgerlich, sehen, wo du das wirklich nicht musst. Ja, also besonders ärgerlich war wirklich in Bremen für mich die erste Halbzeit. Das war eine solche Katastrophe. Auch als Fan im Stadion. Ich war ja vor Ort in Bremen. Und übrigens eine sehr schöne Auswärtstour. Allerdings die erste Halbzeit war eine solche Katastrophe. Und das bringt natürlich das auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Wir waren viel zu weit weg vom Gegner. Wir haben kaum einen Zweikampf gewonnen, haben den Bremern völlig das Spielen überlassen. Und das war jetzt auch keine Übermannschaft. Ne? Wenn man die Aufstellung gesehen hat, hat man gedacht, wir fackeln nicht lang. Ne? So, also das war nun wirklich, ich fand, das ist eine sehr offensive, sehr vielversprechende Aufstellung. Du denkst, ja, da gehen wir jetzt hin und jetzt rennen wir die mal ein bisschen kaputt da. Ja, du hast die Offensive aber nicht gesehen. Es war gar nichts, genau. Nee. Es passierte schlichtweg nicht. Es war überhaupt nicht aggressiv. Also ich kann nur von einem Gespräch in der Halbzeit erzählen. Das ist fast ein bisschen peinlich, aber ich habe den Bülter nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Und ich sag dann, ich würde unbedingt den Bülter jetzt bringen, weil wir brauchen endlich mal einen Führungsspieler auf dem Platz. Da sagt der Junge, mit dem ich am Schwaden war, sagt der Bülter, der spielt. Ja. So, also oute ich mich sehr gerne. Ich habe den Bülter in der ersten Halbzeit auf dem Platz nicht wahrgenommen. Und das lag erstens daran, dass es ziemlich weit weg war. Wir saßen auf der anderen Seite. Aber vor allen Dingen daran, dass der völlig abgetaucht ist. Naja. Es war nicht wirklich gut
anzusehen. Und ich habe es eben gesagt, also am meisten nervt mich, dass wir immer Gegner haben, die uns auf den Füßen stehen, sobald wir in Ballbesitz sind. Wir machen das umgekehrt aber nicht so, sondern wir geben denen Raum. Die haben immer ganz viel Raum. Ne? Und was hatten die Bremer auch für Möglichkeiten nochmal, wo die plötzlich völlig frei stehen bei uns im 16er, 2 Leute. Das darf meiner Ansicht nach nicht passieren. Und wenn ich das weiß, dann müssen wir eben nicht fackeln, ne? Dann wackeln wir auch nicht, müssen wir eben giftiger ran. Ja, absolut. Also selbst wenn du sagst, das ist hier ein Zermürbungskampf und wir überrennen die nicht alle, musst du aggressiv gegenhalten und musst früh verteidigen. Ja. Und womit wir im Grunde schon beim Ausblick... Ich möchte nur, dass man mich da richtig versteht. Also Marius Bülter ist für mich einer der positiven Erscheinungen in diesem Jahr. Ich finde den wirklich auch als Leader, als Führungsspieler, finde ich den sowas von geil. Nur die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt auch, dass er gerade in der Phase, wo wir ein bisschen wackeln, schwächeln, nennt es wie ihr wollt, aber wo uns wirklich Führungsspieler auch durch Verletzungen gerade wegbrechen mit Timo Hübers oder auch mit Dominik Heinz, der sich dann nach 5 Minuten ärgerlicherweise verletzt hat. Und genau dann wäre für mich ein Spieler wie Marius Bülter gefragt gewesen, die jungen Spieler auch mitzureißen. Und das war mir ein bisschen zu wenig. So viel Kritik muss dann auch erlaubt sein an der Stelle. Aber ich bin mir schon sicher, dass unser kleines Problemchen, für mich ist es nämlich nicht mehr, weil ich tatsächlich immer noch hauptsächlich auf die Tabelle gucke und auf unsere Saisonziele, die wir bisher mehr als erreichen. Aber wenn man im Moment Kritik anbringen kann, dann resultiert das für mich daraus, dass uns gerade die Führungsspieler ein bisschen weggebrochen sind. Und dass die Leute, die bisher überragend gespielt haben, vor allem auch die beiden Außenverteidiger Lund und Sebulonsen, überragend, die haben sich gerade eine kleine Auszeit genommen. Da kommt ein bisschen viel zusammen, deswegen wackeln wir ein bisschen. Ja. Und deswegen wahrscheinlich sind wir auch nicht ganz so mutig und laufen nicht sofort nach vorne und sind da furchtlos und fackeln nicht lang, sondern wir fackeln. Ne? Also wir haben wieder die Situation, dass der Torwart den Fuß auf den Ball stellt und überlegt, wo kann man denn hinspielen? Und dann kriegt das diese 1, 2, 3 Nachdenken-Nummer. Boah, das ist nicht nur wirklich furchtbar anzugucken, weil es sehr unattraktiv ist, sondern man merkt auch, ja, jetzt weiß eigentlich keiner so richtig, was zu geschehen hat. Ne? Ja. Und das können wir uns mit Blick auf Pauli, glaube ich, überhaupt nicht leisten, denn auch wenn vielleicht manche Leute denken, die hauen wir so weg, die sind gut. Und sie haben es gerade wieder bewiesen. Gestern war wie haben die gespielt gestern? Ich weiß gar nicht. Sie hätten knapp gewonnen. Ich habe nur vergessen, gegen wen. Also schöne Grüße natürlich an der Stelle aufs Rübenfeld nach Mönchengladbach. Ich glaube, nach dem Derby-Sieg habt ihr schon auch ein bisschen Häme in Richtung Köln ausgeschüttet, was auch völlig okay ist, auch bei uns unter unseren Posts. Wir haben das alles mit Augenzwinkern auch gelesen und zur Kenntnis genommen. Aber ihr dürft euch natürlich auch nicht wundern, wenn wir heute hier auch mit so einem breiten Grinsen stehen. Und ganz ehrlich, als Gladbacher würde ich mir echt sowas von in den Arsch beißen, dass ich im Achtelfinale ein Heimspiel gegen eine Truppe aus der ersten Liga, die 9 Spiele hintereinander verloren hat. Und dann fliege ich raus. Es ist schon scheiße ärgerlich. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz, ne, wenn wir auf uns selber gucken und nach vorne, die Paulianer haben gezeigt, dass sie gefährlich sind. Ich finde die vor allen Dingen im Umschaltspiel sehr stark. Also wir sollten jetzt nicht glauben, dass wir die einfach bestürmen, weil das wird sich sehr böse rächen, glaube ich. Und man sollte ihnen nicht zu viel Platz geben. Also gefährlich sind die. Und das wird jetzt ein Zermürbungskampf, das glaube ich schon. Aber du musst ihn von Anfang an auf den Füßen stehen. Ja, und du musst aber schon die Offensive auch stärken. Und ich wünsche mir zurück die langen, unbekümmerten Bälle, die wir in den ersten Spielen gespielt haben, mit Direktabnahmen, die auch sofort zu Toren verwandelt wurden. Ja. Da wurde nicht lang gefackelt. Also wir haben ja gesehen, das können wir ja. Und unsere Jungs müssen an diese Stärke glauben, dann guckt euch die alten Spiele nochmal an. Was habt ihr wirklich geile Konter und Spielzüge gezeigt? Und wenn wir nochmal von Wackeln sprechen, also der Einzige, der in diesem Spiel am Sonntag wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und richtig wackeln muss, trotz dessen, dass es eine starke Mannschaft ist, aber das ist St. Pauli. Ja. Ne, die haben 9-mal verloren. Das wäre die 10. Niederlage am Stück. Das wäre deren Bundesliga-Rekord.
Und ich glaube, überhaupt der Bundesliga-Rekord, den hat Greuther Fürth aufgestellt mit 12 Niederlagen. Also auch der ist nicht mehr so am Stück in einer Saison. Ne? Auch das ist nicht mehr so weit weg. Also da kommt ja jetzt keine Mannschaft mit breiter Brust, sondern wir müssen diejenigen sein, die die breite Brust haben, die nicht lang fackeln, die selbstbewusst sind. Und guckt euch die Tabelle an. Wir haben 15 Punkte. Der Punkt in Bremen war super, super wichtig. Ja, war wichtig, ja. Und es war wirklich ein beschissenes Spiel, haben wir ja auch nach dem Spiel geschrieben. Aber wir haben es gefeiert, den Ausgleich wirklich da feistestens weggefeiert oben auf der Tribüne. Und, ich wünsche mir, der Trainer wird es mir verzeihen, ja, ich wünsche mir etwas Ungeduld. Er sagt ja, wir dürfen es nicht überstürzen und müssen geduldig unser Ding spielen. Aber ich wünsche mir diese Unbekümmertheit und die Ungeduld und dieses wirkliche Drängen auf ein Tor. Das Wollen, ja, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir hinten stabil sind, weil die gut umschalten. Aber diesen Hunger nach einem Sieg, der muss stärker sichtbar sein in meinem Verständnis als der Wunsch nach Spielkontrolle und Verwalten. Das war zuletzt so immer. Ich empfinde das auch leicht als arrogant, wenn man den Gegner machen lässt und 5 Meter weg ist immer. Also wie so ein Beobachtungsteam. So, das kann gar nicht. Ja, ich glaube, das ist eher eine Kopfsache und das ist auch eine Frage wieder von Führungsspieler. Wenn der Hübers da hinten drin wäre, der würde den Leuten schon Beine machen, dass sie enger am Gegner dran sind. Ne? Und schönen Gruß übrigens an all diejenigen, die sich immer über Timo Hübers geärgert haben, so nach dem Motto, der macht ja Fehler. Wie wichtig der für uns ist, das merkt man im Moment. Ja. Und ich hoffe, dass er überhaupt noch mal wieder zurückkommt. Und wenn ja, bitte möglichst schnell. Ja. Insgesamt, und das hast du eben schon mal angedeutet, müssen wir ja trotzdem sagen, ein Kompliment an die Jungs. Ne? Also wenn wir jetzt hier Kritik üben, dann ist das keine Grundsatzkritik, sondern wir sind ja total happy mit der Saison und damit, wie die Jungs sich präsentieren. Wir wissen, wo wir herkommen. Ja. Und kritisieren auf hohem Niveau, ne? Weil wir würden uns einfach wünschen, dass diese tolle Geschichte als Überraschungsmannschaft der Liga noch ein bisschen anhält und nicht zu früh der Zauber raus ist. Wenn er raus ist, ist es aber auch kein Beinbruch. Wir müssen einfach nur drin bleiben. Ne? Also ihr macht einen geilen Job und ihr habt guten Grund, mit breiter Brust, ne, ohne zu wackeln, ins Spiel zu gehen. Ja. Ihr könnt euch das leisten. Ja. Das stimmt. Ach Mensch, Wahnsinn, ne? Das Wort zum Sonntag habe ich schon hier, ne? Ja, wackeln tut hoffentlich auch unsere Kamera hier nicht. Und der Ton, glücklicherweise, müsste auch funktionieren, weil es hier so schön leise ist. Und an der Stelle wollten wir vielleicht auch nochmal Dankeschön sagen für all diejenigen, die uns besucht haben, die unsere neuen Plattformen besucht haben, nämlich bei Spotify, bei Apple Podcasts RTL oder Plus, bei ne? An die Amazon, Kollegen, ne? RTL Plus. Ein Prost. Also wir sind noch nicht ganz auf allen, aber auf den meisten sind wir jetzt drauf. Und wir haben sehr viel positives Feedback gekriegt. Also Leute, die uns da zum ersten Mal gehört haben. Schönen Gruß natürlich auch weiterhin an die Videofraktion. Und das Schöne ist ja, ihr könnt es euch ja aussuchen. Also entweder ihr bucht das Ganze mit unseren Visagen zusammen. Was buchen muss man ja nichts, das kostet ja nichts. So. Das wäre noch schöner. Ne? Aber ihr habt die Wahl und wenn man es nur hört, sieht man nicht diesen wunderschönen Platz hier. Den Vorteil hat man beim Video. Man erspart sich allerdings unsere Fratzen. Ne? Ja, das ist ja auch ganz gut. Ne? Also es gibt ja Leute, die sind ästhetisch empfindsam. Hm? Ja. Und für die ist dann vielleicht besser. Ne? Die gucken sich den Pauli-Platz irgendwo gegoogelt an, Bildchen und hören nur. Ne? Das könnt ihr alles entscheiden. Jedenfalls, es ist super, wir sind super eingestiegen in unsere Podcast-Karriere und sind sehr dankbar dafür. Ja, macht Spaß. Und wünschen uns von euch, ja, dass ihr uns weiter unterstützt und weiter sagt und was, der ganze Driss mit den Sternchen und so. Ne? Noch wichtiger sind aber 3 Punkte. Gegen St. Pauli und das Ganze am Samstag 15:30 Uhr oder 18:30 Uhr? Ne, 15:30 Uhr. Ne? Wir sind ja nicht schon wieder das Topspiel. Nee, normale Anstoßzeit in Müngersdorf und wir freuen uns drauf. Und in dem Sinne, wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Prösterchen. Tschüsschen.